Satori außer Rand und Band, wir empfangen den Tuppes vom Land. So, da sind wir. Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Wie ist es euch? Das geht noch ein bisschen lauter. Wie ist es euch? Hier ist der Tuppes mit Phil Kölsch und Klav. Fastelavond zusammen und Kölle. Ja, das Motto in Köln in dieser Session, das kennt ihr sicher alle schon, heißt Zukunft, mir spinkse wat küt. Kein Mensch kann die Prognose wahren. Nur eins kann ich mit Sicherheit sagen, dass der FC Köln ganz gewiss bald wieder deutscher Meister ist. Wir sind zwar nicht so reich wie die Bayern, doch können wir viel besser. Lieber ein bekloppter Fußballverein, als ein Steuerhinterzieher aus München zu sein. Ja. Aber für einen Blick in die Zukunft hinein, dafür muss man auch ja kein Hellseher sein. In circa 8 Jahren, da findet ja glatt die Fußball-WM im Winter statt. Ja, da kannst du dann zum Weihnachtsmarkt gehen und beim Public Viewing mit dem Glühwein da stehen. Problematisch wird es ganz gewiss, wenn das Endspiel Heiligabend ist. Weil Stille Nacht, so glaube ich fast, zu einem Autokorso nicht so passt. Gut, dann singen wir halt den Holländern eben, morgen Kinder wird's was. Und wenn wir Driving Home for Christmas sahen, heißt das, ihr könnt nach Hause. Im Jahre 2030, das hat Tradition, sitzt Lisbeth von England noch immer und wird ihr Sohn sie fragen dann, du Mama, wann komm ich denn dran? Dann sät dat Liz, Entschuldigung, dafür bist du doch noch viel zu jung. Und damit hätte die dann vollkommen dem Charles den Wind aus den Ohren genommen. 2050, da wird es so sein, da liegt Köln am Meer und nicht mehr am... Wenn der Meeresspiegel kräftig steigt und der Kabeljau in Nippes leicht, werden wir das mit dem Klima verstehen, wenn wir am Heumarer Dreieck die Seehunde sehen? Dann stell ich mich gleich mit dabei, Tuppes vom Land, Strandkorbverleih. Weil 2050, das ist ja der Trend, Büttenredner keiner mehr kennt, dann jedet nämlich überall nur noch Ballermann statt Karneval. Statt Heidewitzka hört man dann, sie hatte nur noch Schuhe. Statt Schmucken, Prinz und treuem Husar, scheiß drauf, Malle ist nur einmal im... Sag mal, was kennt ihr für Lieder? Wenn die Blackfoes dann in Rente sind,
stellt sich der Jürgen Drews dahin. Ja, weil der Drews dann immer noch singt. Kannst du mal sehen, was so ein Arschlifting bringt. Und als Funke Mariechen, so wird es sein, springt das Katzenbergers Daniela ein. Vorausgesetzt ist, dass die sich nicht ziert und ihr Dekolleté bis dann nicht explodiert. Der Elverrat vom Festkomitee geht mit Körperwelten auf Tournee. Was optisch aber ganz gewiss kein Unterschied zu heute ist. McDonald's bekommt eine Filiale im Dom. Willibert Pauls wird Papst in Rom. Und wenn 2090, auch das ist gewiss, die U-Bahn in Köln endlich fertig ist, dann geht wahrscheinlich kurz darauf über Bethlehem ein Stern wieder auf. In etwa genau zur selben Zeit ist dann auch der Berliner Flughafen soweit. Ja, da ist nur leider das Dumme dran, dass man sich dann schon beamen kann und keiner mehr ein Flugzeug braucht. Kann man nur sagen, Glückwunsch auch. Doch was juckt uns jetzt die Zukunft nun? Mit der Gegenwart haben wir genug zu tun. Der Winter hat einfach zurzeit keinen Bock. Dafür jede Frau Merkel inzwischen am Stock. In Bremen haben sie ein UFO gesehen. Das können wohl nur Therapeuten verstehen. Und beim Aldi in Berlin gibt es jetzt schon Kokain. Ja, da bin ich gespannt, was jetzt geschieht und ob der Lidl auch nachzieht. Und niemand konnte es prophezeien. Uschi Ursel von der... Die ist ja jetzt, ich glaube, ich bin Verteidigungsminister. Das Praktische an der Frisur ist gewiss, dass der Helm da quasi schon eingebaut ist. Als erstes hat sie ja ungerührt, jetzt Pampers-Bomber eingeführt und eröffnet bald mit großem Tusch die Kindertagesstätte Hindukusch. Und die Farbe der Bundeswehr ganz im Vertrauen ist ab sofort pink und nicht mehr kackbraun. Der Sigmar Gabriel, so wahr ich hier stehe, die Biotonne der SPD, kam für das Amt ja nie in Betracht, weil bei dem hätte ja jeder gedacht, ach, da kommt nicht der Minister rein, das muss der Panzer selber sein. Aber Spitze ist der Ronald Pofalla, kriegt von der Deutschen Bahn Casalla, ja, der wollte da so gern in den Vorstand hinein, nur wusst bei der Bahn davon leider kein Schwein. Ja, da kann man nur schmunzeln und bleibt besser stumm. Also manche sind echt noch für Klüngeln zu dumm. Ey, Leven Pofalla, was soll ich erzählen?
pack dinge Koffer und komm flück nach Köln. Dort zeigen wir dir, wie es klüngeln geht, weil das hier schon jeder als Baby versteht. Ja, da kann man echt ganz allgemein am Ende noch sehr dankbar sein, dass als Finanzminister für unser Land nicht der Limburger Bischof wurde ernannt. Hat der Mann sich ein Häuschen gebaut und einfach mal nicht auf die Flocken geschaut? Wieso hat dieser Depp sich denn nicht informiert? Mit Peter Zwegert wäre das nie passiert. Und was braucht denn ein Bischof, so einen protzigen Bau? Das war doch bestimmt nur der Wunsch seiner Frau. Und dann haben wir ja leider noch so einen Mann, der mit dem Geld nicht umgehen kann, aber hält sich selbst für den größten Champ, der Michael Wendler im Dschungelcamp. Ja, der hält sich tatsächlich ja selbst für beliebt. Da kannst du mal sehen, dass es bei dem Mann piept. Und auf allen Kanälen omnipräsent et Helene Fischer, dat Multi. Kann mir einer mal sagen, da krieg ich zu viel, was die mit Silbereisens Florian will? Das ist doch, als wenn du Champagner hast und meinst, dass dazu Kamillentee passt. Und jetzt stellt euch mal vor, deshalb komme ich da drauf, ihr wacht morgens neben dem Florian auf. Ja, das ist doch verständlich und völlig normal, dass die singt, die Hölle morgen früh ist mir egal. Also liebe Helene, ich sag's ganz charmant, versuchet mal lieber mit dem Tuppes vom Land. Doch solange es noch geht, ob der Bühnkölschen Klav und mir niemals vergesse uns Kölle und all die Lück, die irgendwann, so wie der Willi Ostermann, den faste leer he ganz gewiss zu dem gematan, wat he is. Ob der bergische Bote und nicht zum Schluss der Hachenbergs Hans, die geniale Doof. Solange wir uns deren Humor noch bewahre, da möchte ich von Hetze sagen, dass ich mir absolut sicher bin, dass auch in Zukunft noch Jäcke sind, die voller Inbrunst sagen dann, der faste Lovend is und bliebe das Schönste, was man han. Und wenn eines Tages ganz gewiss der Karneval Weltkulturerbe ist, dann rufen selbst ganz treu und brav die Düsseldorfer Kölle. Und wenn es euch jetzt gefallen hätte, Applaus und Beifall wäre nett, dann müsst ihr euch auch nicht genieren, euch selbstkräftig zu applaudieren, weil ein Redner, der ist nur so gut wie so ein traumhaftes Publikum, was ihm zuhören tut. Dankeschön. Tuppes vom Land, Reimer von Etze, Kölle! Ehrenjahre! Kölle! Ja, in Orden. Klatschmarsch! Ja, sehr geehrte Damen und Herren,
Liebe Freundinnen und Freunde der Ehrenjahre, Sie sehen es hier schon auf der Bühne. Jetzt kommt eine tolle Band zu uns. Sie sind schon seit ihrer Schulzeit zusammen. Seit über 35 Jahren treten sie im Kölner Karneval auf. Ich sage nur eins, wer so lange in einer Band zusammenspielt, das können nur enge Freunde sein. Richtig gute Freunde. Lassen wir zusammen empfangen, die Labesse. Einen recht schönen guten Abend, wie geht's euch? Gute Stimmung? Wir freuen uns, dass wir heute Abend bei der Ehrengarde und natürlich beim ZDF dabei sein dürfen. Ihr steht hier so rum, es ist doch eine Sitzung. Bleibt ruhig stehen, das ist sehr schön. Jetzt sagen wir machen eine Potpourri, dass wir direkt in ein Programm kommen. Hinaus in die Berge, dann bleibt Schneewittchen im Bettchen und lacht, gleich kommt die Nummer 8. Dort bei den 7 Zwergen, da wohnt ein liebliches Kind, das sich Schneewittchen nennt, ziehen die 7 Zwerge morgens hinaus in die Berge. Dann bleibt Schneewittchen im Bettchen und lacht, gleich kommt die Nummer
erstklassige Rhythmen, immer wieder variieren und richtig schöne kölsche Sprache. Dafür steht ihr. Vielen Dank dafür. Herzlichen Applaus für die Labesse.